Et man überhaupt zum Funk von der Sache kommen, muss ich aber immerhin eine Sache klarstellen. Wir schwätzen heute nicht über Krimineller, wir schwätzen noch nicht über Delinquenten, wir schwätzen über Leute, die zwar in einer Situation sind, die juristisch an- oder administrativ kann delikat sind, aber so keinem hier im Land etwas ugedoen. Ich meine, dass es wichtig ist, das klarzustellen für sich gut an die Haut von den Leuten versetzen, eine Situation, wo vielleicht jeder von uns auch nach ein Kehr kennt, geraten. Mir ist also immer etwas Abstraktes, wie sie selber betroffen. Das ist mir auch gerade angefallen für ein paar Jahre, als ein Film gelaufen am Utopia, ein senegalesischer Film, ein Antizipationsfilm, den an einer nahen Zukunft aufspielt, wo Europa verarmt ist. Dafür ist es keine Science Fiction, mehr Antizipation. Und, wo immens viele Europäer mussten an Afrika flüchten, in der Zwischenzeit als Afrika reiche Kontinent. Also die so behandelt, so nur unseren Kriterien, wie wir Haut die Leute behandeln. Und es geht ein bisschen in der Haut, weil komischerweise, wenn ihnen dann das gesagt mit wie Umgänge geht mit Leuten von unserem Kontinent, da kann ich das vielleicht noch besser verstehen, wie das auflebt. Ein ganz interessanter Film, ich will leider den Namen vergessen, aber ich meine, so Sachen, die wir den nie vergessen. Wir werden über Leute schwätzen, die versichern, ihr Leben neu anzufangen oder wenigstens weiterzuführen, und die nur mit Absperren konfrontiert sind, mit elektronischen Braceleten konfrontiert gehen, mit Interrogatoren, mit medizinischen Inspektionen, mit frühkorporellen, heißt du dann eben noch mit Zurückfahren an ein Land, wo sie verlassen wollten, aus guten Gründen, weil wenn ihr bereit ist, den ganzen Parcours du Combattant mitzumachen und noch die Humiliationen mitzumachen, dann hört ihn immer gut Gründe für ein Land zu verlassen. Das ist wichtig, die Realität zu unterstreichen, weil Tendenz an Europa sowohl auf EU-Niveau wie auch am Niveau von den Memberstaaten als die für den Demandeur d'Asyl prioritär als eine Suspektperson zu betrachten. Aber zurück zum Projet de Loi. Es gehen heute zu Lützeburg Leute, die den Terrain kennen, die alltag mit Flüchtlingen zu tun haben und die sich unter anderem dann noch an dem Kollektiv Refugié regruppiert haben. Die sind noch, wie das wieder gesagt gouf, von der Kommission empfangen gehen, für Échange de Vues zu haben. Sie haben auch fundiert Avien aufgehen, die auch dann oft vom Staatsrat gedeelt goufen oder von der Kommission consultative des droits de l'homme oder auch noch von der Kommission nationale de la protection des données. Sie haben natürlich ausdrücklich begrüßt, dass sie die Möglichkeit hatten, mitzuschwätzen, weil das sich auch eine Selbstverständlichkeit misst sind. Sie haben, wie gesagt, eine ganz Reihe von Rekommendationen aufgehen. Muss ich aber feststellen, dass sich quasi keine Rekommandation ugeholt gehen ist. Und ich meine auch nicht, obwohl sie sich vielleicht gefragt haben, können matt zu schwätzen, ich meine nicht, dass sie very amused sind, für den Regierungsjargon zu schwätzen, über das Resultat vom Projet de Loi. Es goufen hier und da komische Argumente an den Diskussionen avanciert. Ein Beispiel war, und das mir noch immer nicht klar, das ist vielleicht ein Detail, aber es sieht etwas aus, dass sowohl der Staatsrat wie auch der Kollektiv Refugié vorgeschlagen, dass zum Beispiel der Satz am Artikel 11, der sieht, dass ein Demandeur Recht hat, assez frais un avocat zu konsultieren, was eine Demande de Protection internationale angeht, so vorgeschlagen, das rauszuholen. Es gibt aber Artikel, die natürlich präzisieren, dass ein Demandeur das soll am Kader von der Assistance judiciaire sowieso das Recht ihm zusteht. Die Regierung aber wollte irgendwie den Passus partout nicht ändern, weil sie argumentiert hat, dass wir uns nach ein Recht dabei, was den Demandeur kriegen, nicht auf der Assistance judiciaire. Das ist aber eine komische Logik, weil auch ohne das Präzision ass dat weiterhin Recht vun engem Demandeur. Ich meine, du hast das Problem eben den, dat man e Flu schaffen an enger schon relativ komplexer Matière. Und ich verstehe einfach nicht, wie weit muss Recht präzisiert gehen, werdet sowieso gëtt, obwohl aber dazu auch so nach Kind dazu feieren, dass sich das Recht verwässert gehen.
zum Mod van wees, dat d'Assistenz judiciaire net 100% och normalweis zougestanden gëtt, well dat muss auch nach aviséiert gin. Aber tun noch sowieso viel an der Kommission dat komisch fand. Trotzdem as het dran. Komischerweise awer de no, wann de Staatsrot awer fréet dat Gesetz festschreift, dat die Übersetzung vu Dokumenter remboursiert solle ginn, do verweist Regierung op d'Assistent judiciaire ermengt et fir net nedeget dran zu schreiben. Wenn wir schon bei der Assistance judiciaire sind, der judiciaire gilt auch für den Appell und auch für den Recours bei einem Placement en Retention. Der Problem ist, dass das kann aufgelehnt gehen, wenn der Recours keine Perspektive de Succès tangible hat. Das gibt dann zum Beispiel dann auch den Bâtonnier décidéieren. Diese Affären, wie wir wissen, sind für Advokaten oft mit viel Arbeit verbunden, aber auch mit einer äußerst oder relativ moderater finanzieller Entlastung. Und da wird schon den einen oder den anderen sich mal zweimal überlegen, wie viel Energie hin an so einer Demande de Recours wird investieren. Also wieso verstehst auch das Disposition gegen Dispositionen vom Europäischen Menschengerichtshof Haft. Eine ähnlich komische Argumentation wird benutzt bei der Retention, also dem Freisentzug von Mineren, etwas, was auch gegen die UN-Konvention für Kinderrechte versteht. Die Regierung besteht mordicus darüber, dass die Retention beibehalten wird und argumentiert, wie das auch gesagt ist, wir haben Menge nahen Fadenscheine statt in einer Retention natürlich nicht unbedingt das Centre de Retention versteht, mir auch zum Beispiel eine Assignation à domicile oder ein Foyer. Weiterhin will die Regierung drin halten, am Fall, wo in nächster Zeit aber auch vielleicht ein Centre de Retention für Mineren geschaffen gehen. Ich will aber auch noch unterstreichen, dass schlussendlich das Gesetz noch immer erlaubt, dass ein Mensch bis 12 Jahre kann in Retention gesagt gehen, noch nebenbei gesagt, was Kaution belangt, du gewollt schon kritisiert, dass sie maximal 5.000 Euro kann hun, obwohl andere Länder op 500 Euro sind, an andere Länder auch andere Systeme hun. Das Projekt kritisiert auch droit de la Défense, dat kenten fir den Demandeur geschwächt gin. Engerseits gët nach Strach, dat der Minister d'Recht vun der Défense muss garantieren, also dat nach Code alle Informationen soll matgedeelt kreen, a de no get alles verwässert, an dems geschwert gët vun Exceptionen, wann dem Securité national geht oder wann d'Informationen präjudiziabel wären fir d'Enquête iwwer demande. Schwéier soch not vollzeen, wat de Projekt de loi mengt, wann seet, dat in Demandeur eng Autorisation de séjour krit, wann den Heizanter 4 Joer skolariséier das, oder méi genau wéi zu Schein hecht, lorsqu'il a suivi de façon continue une scolarité avec succès. Dat fir un Integrationsfaktor. Vertecht dat eng Scolarité à succès iwwerhabt. Ich kenne viel Leute, und ich war auch an dem Fall, dass wenn in eine Production hört, dann wäre in sich schlecht integriert. Ich weiß nicht, was das ist, das Knatschgummi an. Ich weiß nicht, was den Zusammenhang mit einer Integration zu dienen wird. Und sowieso, über die Integration müssen wir noch einmal diskutieren, was den Dorinnen versteht. Ich will da auch noch auf die Notion vom Pays d'origine sûre schwätzen. Das ist natürlich ein Prärogativ von den Memberstaaten mit Getülo ein Löscht ausgeschafft auf EU-Niveau. Wir wissen natürlich, dass der Filter ist, dass das nicht die absolute Kondition ist für eine Prozedur accélérée ist. Aber natürlich hängt es davon ab, wie der Raster von dem Filter ausgeseit. Und ich kann nicht sagen, an der Realität kann das ganz anders das ausgesehen. Für ein 11, 12 Jahre hatte mir ein Fall von einer Familie, die Russophon war, die von der Krim kam, damals war Krim nach Russisch. Und die Familie, die erst drangsaliert ging, sie sagt, ja, das ist ukrainisch, pardon, war der Lapsus. An d'Ukraine as een Pays d'origine sûre. Die Familie sewer drangsaliert gin vun tatarischen Organisationen, die Häuser verbrannten an so weiter. Wann die Russophonfamilie net die richtige Schëlle gut hat vu gewisse Leute, die mat unkonventionelle Methoden humisse schaffen, da wie se Trick geschickt gin op Krim an. Ich kann nicht so, die waren terrorisiert. Glücklicherweise ist dat gang. Dat hecht arbiträr. An der Realität kann ein Gesetz tun, an der Realität kann den arbiträr administrativ eine ganz andere Rolle spielen, aber wirklich ganz große Probleme schaffen. Und es müssen sich Sorge machen, wann weiterhin Türkei zählt. Ich weiß, dass der Herr Außenminister das keine ganz gute Idee findet, zu Recht, aber wenn Türkei auch kennt als Pays d'origine sûre angesehen gehen,
wann man wissen, wie die Situation sich so dramatisch degradiert in dem Herr Erdogan. Dafür mengen ich, dass sowieso die Notion vom sicheren Staat, die muss einfach fällegelos gehen. Das ist das Problem en general mit dem Projekt, das selbstverständlich ein paar Avancen da sind. Ich kann nicht drüber gehen, es ist schon Moment von meiner Redezeit gekommen. Das Problem ist da doch viel Rückschritt da gekoppelt gin an schmengen ich muss paar Sachen übersprangen an ich meng das de ganzen Problem vun dieser Gesetzgebung. Mir wäre froh gewesen, Herr Präsident, wenn man diesen Projekt de loi hätte kenten matron. Wir können dat net, wenn man summa summarum mat Projekt dat man mengen, dat de Projekt awegskeet kein Fortschritt durchstellt, dann nu sech awegskeet EU-Doktrin vun enger äußerst restriktiver a suspekter Approsch ausgeht. Am hun dat och so iwwerholen. Natürlich kann ich so den Kommissariat aux Réfugiés de ganz diplomatisch seht mir de Projekt de loi, dat das eng Volontéit vun der Regierung, die an eng Richtung gif go an so weiter. Dat sind enger 40 Seiten, kann ich net alles viellesen, du gin ganz viel Sachen op eng ganz einer Erderweis analysiert an dem Avis och do. Schmengen et hätte missen viel méi op der Wien justement lausren vun de Leiit vum Terrain, wie dat zum Beispiel von dem Finanzgesetz geht, da gëtt gelauscht, dat op den Finanzmilieu, wann et Demandeur d'Asilen geht, dann op Bemol gëtt net so richtig, ob die Leiit gelauscht hat, die Wirtschaftsdommer da zu dienen. So nicht, merci.